Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Nu komen we al met geschichten uit onze Geschichte Nummer 8. Ditmal noch mehr von wo die Forumarbeit an unsere Kinder- und Jugendjahren in einem Dorf in Chihuahua getan wird und wo auch Kinder und Jugend natürlicherweise dabei mithelfen. Dort Regenweiden. Wenn die Üt so Zeit und die Zeit von unseren Kinderjahren fertig war, dann muss dort Schaubeln und Mais oder Kornregen dadurch vorn anfangen. Ein Regen weiter, irgendein die meiste Bürger all einen oder zwei. Wenn ein Bauer mal einen weiter hat, dann wird er auch meistens mit Eierspan beim Fahren gehouden. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt war, dass mein Vater, uns Nober Klaas 1, seine Schaubelregen mit Eierspan durchfuhr. Und dabei musste ich seine 2 Paar Pferde immer aufwechselnd an ihre lange Tails holen und ab eine leere Wes steht, ab demselben Körper großen loten, dann er hat nicht mehr genug Futter für seine Pferde. Und ab diese Wes leiten sich, wenn dort zu jeden Abend kam, immer viel Schlangen sein. Und da hat scheinbar wer seinen Diskflug uitgeproefd, dann da wären ein paar korte enge schmakke Deipe vorn getrokken. Und wie es das all atlige der nicht geregnet hat, wird dort Wasser ab der leere Wes steht, übrigens all angetrokken, aber an der Pflug vorn stund noch Wasser, und das Wasser wir stief voll Kielpacken. Und dann beobachte ich dort, wenn die große sogenannte Waterschlangen sich da voll Kielplagen holten. Für diese Waterschlangen hatte ich nicht Angst, oder wenigstens nicht sehr Angst, aber da leiten sich auch lange rote Schlangen sein, und für die hatte ich sehr Angst. Und an einem jeden Abend rächt sich eine rote Schlange dicht bei mir mit einmal ab, und ich kriegt noch mehr ab zu gerannt. Ich leit die Pietäels los und rand nach dem Hügel haltenden Werben Hahn und klotte da sehr schwinden ab. Und dann sah ich, wo diese Schlange noch immer mit ihrem Kopf wenigstens 2 Schuhe hoch unter den Werben durchrannt. Diese Schlangen können sehr rannen. Und ich war so angeschächert, ich will mich nicht mehr nur die Pied gehen. Nicht den jeden Abend. Wenn die Schaubelregen durchgefahren worden wären, dann wird das Krut an der Regen nicht mit Chemikalien gespritzt und dort gemerkt, so man dort von der meistens tät. Aber das muss in jener Zeit noch alle mit den Weidhaken uitgeweiht worden. Und dabei mussten Kinder manchmal all ziemlich jung anfangen mitzuhelfen. Ich erinnere mich daran, dass ich dabei all als 10 Jahre jung geholfen habe. Und ich weiß auch noch, wo wir dabei manchmal gut durchsuppten, wenn ein guter Regen überkam. Wenn das Lot am Tag gut regnet, dann fuhren wir durchgesuppt nach Haus. Aber wenn das tiger am Tag passiert, dann mussten unsere Kleider an uns tragen, und wenn die Erde auch im Bett bedreht war, dann hack wir Krüt, was das Abend wird. Schaubeln uitbrengen. Von der wird das Schaubeln uitbrengen meistens all mit Maschinen getan. Auch in Mexiko. Aber wenn das an unsere Kinder- und Jugendjahren bei dem Schaubeln uitbrengen kam, dann wurden die Schaubelregen meistens mit einem Einregen weiter losgeschnitten. Aber die Schaubelstädter mussten alle mit der Hang top genommen und ein klampes Top gedrückt worden. Und dabei halfen auch die Schulkinder, manchmal all 7 oder 8 Jahre Kinder. Und wenn so eine Bürgers mit ihrem Schaubeln uitbringen fertig wären, wo eine viel Kinder hatten, dann nehmen andere Bürgers so eine Kinder Jahren für Bezahlung an, damit helfen. Ich erinnere mich daran, dass die großen Mädchen und Jungs meistens jeder 2 Rehschaubeln tegelijk topnehmen beim Schaubeln uitbringen, und die jüngeren Mädchen und Jungs nehmen jeder eine Reh. Aber sehr junge Kinder mussten manchmal 2 Taub eine Reh nehmen.
En bij aan thuis deden Kinder dat meestens ook ganz wellig. Aber wenn sie von anderen Büros angenommen werden zu dieser Arbeit, dann wollen einige Kinder manchmal nicht jeden 2 Tage eine Reihe nehmen. Denn sie wollen manch andere Kinder nicht klein geteilt worden. Und ich erinnere mich daran, dass der eine Bür, Onkel Wilhelm Rampel, wenn er junge Kinder annimmt, zum Abend seine Schaufeln uitbringen helfen, dann sagt er zu 2 so junge Kinder, je bald können jeder Taub eine Reihe nehmen. Dort wird jeder Taub eine Reihe, dort wir für einige Kinder scheinbar leichter anzunehmen, als dort wird Taub eine Reihe. Wir wären bei uns eine große Familie und uns Vater nahm meistens nicht leicht Arbeiter an zum halben Schaufeln uitbringen. Aber einmal, ich glaube, dass wir all 1949, als wir auf unserem Hüskerl Schaufeln uitbrachten, und unser Nobers Cornelius Ernsten ihre kleine Jungs auch Janka zu helfen, dann nahm Vater Ernsten ihre älteste beiden Jungs an zum helfen. Ich glaube, die waren noch mal 7 und 8 Jahre. Und dann wollte die dritte Jung auch angenommen sein. Ich glaube, die waren noch mal 5,5 Jahre. Aber dann sagt Vater zu diesem kleinen Jungen, du wirst erst noch mal ein bisschen mehr Kielche eten. Und dann stößt das Jung nach Hus und sagt zu seiner Mutter, merk schön Kielche. Und die Rampel sagt, wenn ich noch mehr Kielche gegessen habe, dann kann ich auch halben Schaufeln nehmen. Dort Korn oder Mais planten. Wir nannten den Mais immer Korn, nicht Mais. Vielleicht hatten unsere Eltern dort Wort Korn von Kanada mitgebracht, wie es der Mais auf Englisch Korn heißt. Wenn die Erde auf die mennonitischen Siedlungen an dem großen Drehen Bustiustal in unsere Kinder- und Jugendjahren lauter am Fahrjahr von 6 bis 8 Soldat noch genug Feuchtigkeit hat, dann planten viele Büros den Mais mit einem Einregenplanter bis 10 Soldat an die Erden an. Dort braucht dort ein Gespann von 4 große Arbeitspferd. Und wenn genug Feuchtigkeit an der Erde wäre, um die Maiskerne abgehen und die jungen Maisplanten ernähren können, was der Reihenzeit lot im Juni oder Anfangs Juli anfängt, dann gibt dort an dem Bustiustal in Chihuahua manchmal eine einjahrmoten gute Maisabend. Das sogenannte Kornwäpplen oder Maiswäpplen. Wenn die Maisohren so meist vollgewaschen werden, dann wird der Mais in jenen Jahren meistens gewäppelt. Das meint, die Maisstangen oder Kornstieder werden boven de Ohren mit Säckels aufgeschnitten und zur gleichen Zeit werden auch all die sogenannten Biwasstrampels, wo nicht keine oder mal sehr kleine Ohren hatten, meist ganz eng aufgeschnitten. Und wenn diese Wäppelenger oder die aufgeschnittene Maisstrampels Ateljedeu und Klampes gelegen hatten und allen Beet uitgedreht werden, dann bong wir die an Gorven und sahen die an Hackentaub zum Wiederdrehen. Und lauter, wenn die Maisohren gebrochen worden wären, dann holen wir diese Maisgorven nach Hus und fliegen die an einem langen Hüpentaub. Die Rinder freiten das schmackige reine Maisstroh sehr gern. Ich erinnere mich noch daran, dass wir, wenn wir unseren Mais wäppelten und uns da bei Hahnen war ein Bett verreibten und manchmal ein Bett darstig geworden wären, dann sagten wir uns von den seitsten Saufje Maisstrampels und käften die uit. Wir nannten diese Seite Maisstrampels Cañas, wie die Mexikaner die auch so nannten. Das Maisbreken oder Kornbreken, so als wir das nannten. Von der bereikt kein Mennonit in Mexiko mehr die Kornohren mit der Hang uit. De Korn oder Mais wordt door nu alle met de combines gedrascht. Aber in den 1930er und 1940er Jahren, als wir dort abwassen, dann wurden dort meist alle Kornohren mit der Hang uitgebroken und mit Doppelbackswehers nach Hus geführt. Bei dieser Arbeit aber brauchten die Schulkinder meistens nicht helfen, wie es dort in der Schulzeit getan wird. Aber die geradere Schuljungens mussten dabei am Sinnabend manchmal doch helfen. Ich erinnere mich daran, dass ich das gemusst habe. Das war schwere Arbeit für große Menschen und für die Schuljungens ihre kleine Hänge
wird dort sehr schwer. Besonders, wenn die Ohren zum Morgens befroren wären. Wenn dort Gouderkarren wäre, dann kann ein Gouderbrecher einen Doppelpacks voll Ohren an einem Tag rütbrechen. In jene Jahren kann dort, wenn der Karren gut wäre, einen Doppelpacks voll Ohren von einem Acker geben, und dort wäre dann vielleicht eine Tonne Korn. Von der kriegen die Maisbürgers dort von 3 bis 5 Tonnen vom Acker Korn. Das heißt, wenn das Land viel Kunstdinge kriegt und viel bewatert wird. De hohe Abend anbringen. Die meisten Bürgers hatten an der Zeit, als wir in Chihuahua abwassen, einen 6 oder 7 Scheuen selbst Binger zum ihren Hohe aufschneiden und einen Gaben bingen. Einmal hatten 2 Bürgers taub einen Binger. Das Hohe haben deed entweder der Bürger selbst oder einer von seinen Jungs. Meistens war der Binger von 4 Pied getrocken. Aber wer einen 6 Scheuen Binger hat, der deed das manchmal auch mit 2 Pied oder mit 3 Pied. So schön als der Hohe aufgeheft worden wäre, dann wurden die Gaben Schmuck und Hocken über eng angesagt, sodass die nicht anreinen sollen. Meistens fangen die Gaben ab Saterol an abzusaten, wenn die Binger 3-mal das Fleck rumgefahren wäre, dann eine Hockenreihe wird meistens von 3 Schwod gemerkt. Diese Arbeit wird von Jungs und Mädchen getan. Einen Herbst, ich glaube, das war 1941, dann wird die Erde ab die leeren Städten mal sehr nah beim Hofer haben. Die Pietsbingers wurden von dem sogenannten Bullrad gedreven, vielleicht soll das Pullrad heißen. Und wenn dort dann bei den leeren Städten kam, wo der Hofer am dichtsten und geradsten gewassen wäre, dann fängt das Bullrad an zu glitschen, besonders wenn die Binger durch die nahe Städten in Kleinbeet zu sacht fuhr. Wenn die Pied nicht genug gingen, eigentlich soll das ein Drabbeltje fahren, dann bleibt das Bullrad in die Binger beim Drehen. Aber weil ein Mann nicht beides geraten kann, die Pied durch die nahe Städten sehr bosig beim Gonen zu holen und zu gleicher Zeit den Binger richtig angestellt zu holen, schrauben viele Bürgers eine Saat ab dem Binger Fährwehren ab, sodass ein Jung die Pied von dichter bei ansparen kann, um sehr bosig Gonen durch die nahe Städten und der Binger Handhover nur den Binger abpassen kann. Und nu de Hoverdraschtijd. Dat Hoverdraschen wordt in Chihuahua in onze Kinder- en Jugendjaren en Compagnie gedaan. En in Blumenort heeft dat, wat ongeveer 1946 oder 47, 2 zo'n Kompanien. Aber da war maar eine Draschmaschine am Dorp. Jakob Dicken hadden eine grote von Manitoba mitgebrachte Peerless Draschmaschine en einen groten Alice Chalmers Traktor. En wenn die Draschtijd anfängt, dann drascht eine Kompanie erst Atelier Deo mit dieser Maschine und dann die andere auch Atelier Deo. Und wenn dort Hover schneiden oder dort Hover heiven, so als wir dort nannten, so meist fertig wir, dann stellten unsere Vaters an einen Abend ein sogenanntes Draschenbereden an. Und zum Hoverdraschen mit einer großen Maschine, wo man von beiden Seiten Gaben hineinstärken kann. Dort braucht dort, wenn die Gaben nicht zu weit geführt brauchten, 8 Gaben wir uns und 2 Getreide wir uns, wohnen mit jeder derartig Lebenssack das Getreide von der Maschine um Specker führten. Und dann braucht dort bitte den Drascher selbst noch 3 Arbeiter. 2 Utschäder und ein sogenannter Abräumer. Die Utschäder mussten das Getreide am Specker hinandrehen und utschäden. Und der Abräumer musste immer die Gaben und den Losenhover, wo er zwischen die 2 Wehrs unter dem Fieder gefallen wären, in den Fieder hineinstecken. Und die musste dem Drascher helfen, beim die Maschine zum Morgens abstahlen. Und wenn das nötig war, am Tag zwischen umzustahlen und so weiter, musste er auch dabei helfen. Und an so einer Tag, wenn die Gaben von weit aufgeholt worden mussten, dann braucht das 10 oder 12 Gaben für uns. Also das braucht zum Draschen, büter den Drascher selbst von 13 bis 17 Arbeiter
En am zo'n Abend, wenn die Bürgers dat Draschen bereden, dann wordt dat bereid, wer wat doen wordt beim Draschen en voor hoeveel geld. Beim Draschen bereden ze eerst hoeveel pesos ein Gabenvierer mit Pierden wer und Taub an einem Tag verdienen soll, hoeveel pesos ein Getreidvierer mit Pierden wer und Taub verdienen soll, und hoeveel ein Arbeiter allein verdienen soll. Und dann bereden sie, wer die Gaben wer uns stahlen wird, und wer die Getreid wer uns stahlen wird, und wer die Uitschäder und die Abriemer stahlen wird. Und wenn dort alle bereit worden wir, dann wird die Gruppe Bürgers oder die Kompanie Reitum alle Taub draschen. Und wenn das Draschen bereit worden wir, dann bereden die 8 Jungs, wo die Gabenvierer oder die Stärker, so wie die meistens nannten, sein sollen, wo 2 und 2 Jungs Taub diese Arbeit tun wollen. Dann da mussten immer 2 Stärker tegelijk ihre Gaben an die Draschmaschinen anstärken, von jeder Seedmaschine einer. Und dann wird jeder einer von den 13 oder wenn die Gaben von weit aufgeholt worden mussten, 17 Arbeiter alle, wird ihre Arbeit durch die ganze Draschzeit sein wird. Hier brecht wie für das Mal wieder auf. Nächstes Mal noch mehr von einem Company Draschen an unsere Kinder in Jugendjahren in Chihuahua, Mexiko.